Er kam wie aus dem Nichts und spielte uns einen Song vor. In diesem Moment hatten wir das Gefühl, wir werfen einen Blick in die Zukunft. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Bob Dylan, das poetische Jahrhundertgenie. Er schreibt Texte so wuchtig wie das Alte Testament, klingt dabei jung, kraftvoll, ohne sich jemals irgendeinem Trend anzubiedern. Die Welt liegt ihm dafür zu Füßen. Ich liebe seine Musik. Für mich war es großartig, die Songs live zu spielen, mit den alten Mikros und Hallgeräten, damit wir so klingen wie die frühen Dylan-Aufnahmen. Timothée Chalamet als Bob Dylan. Jede Note im Film singt er selbst. Hollywoods heißestes Schauspieltalent. Eine Meisterleistung, Oscar-würdig. Wie Like a Complete Unknown die frühen 60er Jahre einfängt, die Stimmung, den Zeitgeist, ist ebenso ein Genuss. Dylan trifft auf die Helden der Folkbewegung, Woody Guthrie und Pete Seeger, und auf Joan Baez, die bereits ein Star ist. Es knistert und es kracht. Wer hat dir Spielen beigebracht? Ja, diese Akkorde habe ich von einem Cowboy namens Wigglefoot. Du warst bei einem Rummel. Du redest so eine gequirlte Scheiße. Ich hatte Unterricht als Kind, verstehst du? Normalen Unterricht. Ich schreibe auch. Ich weiß nicht, ob man das auch lernen kann. Deine Songs sind wie so ein Ölgemälde in einer Zahnarztpraxis. Du bist ein ganz schönes Arschloch, Bob. Mir war es wichtig, alle Songs in den Szenen live aufzunehmen. Das macht die Schauspieler so viel freier. Sie können emotional reagieren. Die Lieder sind nicht nur musikalisches Beiwerk, sondern zentral für den Film. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Der erste Hit, Blowing in the Wind, den auch Joan Baez erfolgreich covert. Robert Zimmerman aus Minnesota erfindet sich neu als Bob Dylan, Superstar. Sein Nährboden, die New Yorker Folkszene in den Cafés und Kaschemmen von Greenwich Village. Freiheitsdrang und Anarchie. Das ist eine faszinierende Zeit für mich. Eine Ära der Zeitenwende, vor allem in der US-Kultur. Die Moderne wird spürbar. Themen wie die Angst vor Atombomben, dem Ende der Welt in der Kuba-Krise, Kalter Krieg, der Wandel in der Politik, der Kampf um Bürgerrechte, um Frauenrechte. Themen, die Dylan verarbeitet, aber bald im neuen Look. Die Schiebermütze und Arbeiterklamotten mistet er aus. Mit Wuschelkopf, existenzialistischen schwarzen Outfits und Sonnenbrille wird er zur Mode-Ikone. Also wann kommt dein neues Album? Bald. Da sitzen 200 Menschen in diesem Raum und jeder will, dass ich jemand anders bin. Die sollten mich einfach lassen. Dich wie lassen? Wie auch immer sie mich nicht haben wollen. Die Folkszene, darunter auch sein Mentor Pete Seeger, hätten gerne Dylan, den ewigen Helden der Arbeiterklasse, der nur mit Gitarre und ohne Verstärker vom Unrecht in der Welt singt. Hier prallen verschiedene Generationen aufeinander. Pete Seeger hat die ganze Bewegung ins Rollen gebracht, kämpft für Freiheit und Gerechtigkeit. Und in diesen Zeitgeist kommt Dylan dazu, verkörpert auch diese Ideale und wirkt wie ein gigantischer Magnet, der alles anzieht und zugleich ins Rotieren bringt. Er lenkt das Ganze in eine Richtung, die keiner vorhersieht. Ich habe gehört, Bob spielt elektrisch. Nicht auf unserer Bühne, keine Chance. Irrtum. Denn Dylan, der freie Radikale, lässt sich nicht bändigen. Die wollen nur, dass ich für den Rest meines gottverdammten Lebens Blown in the Wind singe. Das wird ein paar Leute richtig wütend machen. Das Newport Festival 1965. Dylan spielt mit Verstärker. Ein Affront für die Folkpuristen. Das ist Krachen, Baby. Für die Musikgeschichte ein Quantensprung
Und für uns als Publikum ein Riesenspaß. Denn Like a Complete Unknown schert sich nicht um akkurate biografische Detailtreue, sondern lässt Dylan seine mysteriöse Aura. Der Film ist keine Biografie von Dylans Leben. Er selbst hat sich nach Belieben immer wieder neu erfunden. Und genau das verkörpert auch der Film, der Drang nach künstlerischer Freiheit. Selten wurde die Magie von großer Musik besser erzählt. Mit Songs, die atmen können, die Gänsehautmomente erzeugen. Eingebettet in eine Heldengeschichte voller Lügen und unermesslicher Wahrheit.